Am Gerichtsurteil wenngs der Veruntreihung vun öffentliche Gelder géint Marine Le Pen, Chefin vum Rechtsnationalistische Rassemblement National Lossentrichter, der kondamnéierte am Fond de Choix an de Präsidentschaftswahlen 2027 ze kandidieren oder net ënnert der Kondition, dat sie eng elektronisch Fußfessel dreht. Mit dazu an einer Nachrichten am Resümee vum Petzberts. Marine Le Pen gouf nieef enger Geldstrof zu 3 Joer Prison kondamnéiert 2 op Sursi an 1 mat engem elektronsche Bracelet. Theoretisch hält dat Chefin vun de Rechtsextremen a Frankreich net vun of bei de Präsidentschaftswahl näst Joer ze kandidieren. Fir Urteil hat Marine Le Pen allerdings ennner Strach sech net wëllen ënner der Kondition vun de Fesseln Fos Wahlen wëllen ze stellen. Den Donald Trump kënnt an der türkische Hauptstadt an die transatlantische Stimmung ass gebracht no maintlangem Streit den Iraner Grönland an der permanenter Kritik und der NATO vu Washington. Et gëtt gewährt, dat d'Weisthaus weiter Druck mecht op Europa fir de Budget fir seg ege Verdeedigung opzesetzen, men ass hannen Drnners, dats d'USA soskefen austreten. Och dofir gëtt fir d'Allianz de Member Türkei ëmmer mi interessant. Ankara huet den zweetgréste Militär vun der NATO no den USA an ass en eifrigen Waffeproduzent. Eskal vum franzésche Präsident Emmanuel Macron zu Damaskus a Serie fir NATO-Somme an der Türkei. Den Emmanuel Macron ass de nächste westliche Staatsregierungschef, die sein Homolog Ahmed al-Shara an der syrische Hauptstadt gesäit. An der Nopperschaft vum Hotel wo den Emmanuel Macron ënnerbrucht vor ass haut Moi eng Autobom explodeiert, bei der 18 Persoune verwundt goufen. An enger Rëtsch vu präzis koordinierten Attacken huet d'Ukraine bannen de lächten Deeg am Asow mir 10 russsisch Pëtrolstanker, die Pëtrol wollten op die illegal besatte Krim liveren, ent no Männeren zersteiert. Alle gut Schëffer stinn ënner internationale Sanktionen. Op der Krim selver gouf noch russsisch Langstrecke Raketesystemer getraff. Den Ebola-Virus an der Demokratische Republik Kongo bleibt eng gräser Herausforderung fir d Weltgesundheitsorganisation, weil die deitlich Krankheit sich weiter verbreet. Méi wie 1500 Fälle sie konfirméiert, méi wie 500 Patienten sind um Virus gestürven. Gesundheitsinfrastrukture sind zu 90% ausgelagert, agent die Bundi Bugio such gëtt keng Impfung.